Kuja, was du gemacht hast, war falsch. Mikoto ist jetzt auch wieder hier. Aber eine Sache haben wir von dir gelernt, die uns Hoffnung gibt. Nämlich, dass selbst wenn der Zweck, für den er erschaffen wurde, sich als fehlerhaft erweist, es ihm trotzdem noch gelingen kann, hinauszuwachsen über den bloßen Zweck seiner Erschaffung und als etwas Neues zu leben. Wir wollen die Erinnerungen nicht verblassen lassen, aber ist der Wunsch etwa unnatürlich? Wir wollen glauben, dass wir auf der Welt das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen durften. Dort ist nichts Falsches. Ja. Das heißt, die Genome scheinen wohl auch ein bisschen von ihnen zu lernen, ne? Und so ist die Zeit vergangen. Wie wieder mit einer Theaterkarte in Alexandria sowie alles angefangen hat. Das hier ist also Alexandria? Batsch. Oh, das macht da mehrere Karten. Was stehst du hier wieder so im Weg rum? Ach, du bist so Vivi. Vivi? Hör auf, den Namen so abfällig zu benutzen. Was babbelst denn du da bloß? Ich bin's, Puck. Hast mich etwa vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Bormezia? Sag mal, willst du mich veräppeln? Wenn du eine Vivi bist, wer dann? Ich bin der Sohn von Vivi. Du kannst die Armee. Uah! Als ob ein Vivi nicht schon reiche tät. 6 kleine Vivis haben wir da. Jeden Tag habe ich nur von Zidane erzählt, wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war. Dass er uns gelehrt hat, das Leben zu schätzen. Zu leben. Es wird langsam Zeit, Freya. Ja, ich freue mich schon drauf, alle zu treffen. Noch ein kleiner Verschnaufpaus vor der Reis. Dem scheint sie wohl auch soweit wieder gut zu gehen. Es wird dauern, bis hier wieder Leber einkehrt. Aber ich bin bei dir, auch in 1000 Jahren. Oh, andersrum, ich auch Freya. Aber ich bin bei dir in 1000 Jahren, das stellt euch weiblich vor. Fredley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Lass uns unser Liebe von Neuem erleben. Zu leben, das heißt nicht für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder? Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen, das ist der wahre Sinn des Lebens. Ich glaube zumindest, dass es am Schluss von dem Raum muss ich Abschied nehmen, dass der Erzähler zum Schluss Vivi ist. Wie von meinen Erinnerungen und der Infantinwache. Ich glaube, den kann man sogar im Spiel kriegen, das Schwert Infantinwache. Meine Aufgabe ist erfüllt. Und das ist dann nämlich für Beatrix eigentlich. Leb wohl, Alexandria. Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung und die Freundschaft wird ewig. Das ist es, was ich von dir gelernt habe. Wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass Vivi dort zum Schluss der Sprecher ist. Und eine Infantinwache kann man tatsächlich im Spiel kriegen. Für Beatrix. Das hat, ach, die. Hallo? Sag mal, was willst denn du eigentlich in Alexandria? Kommst du etwa nicht mit? Wer redet dann von sowas? War doch ein Moll? Wofür wurde ich eigentlich geboren? Was wollte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebraucht hast, drüber nachzudenken. Ja, wie gesagt, die Infantinwache kann man tatsächlich im Spiel kriegen, aber ich weiß leider nicht mehr wo. Leckere Zutat, da lächeln sie auch nicht. Die Zubereitung macht der Schmausch. Vielleicht weißt du es ja auch zufällig Realtek 93, wo man die Infantinwache kriegt. Und für Freunde kocht man mit mehr Herz. Na, friss bitte nicht schon vorher alles. Nur zu tun, was man machen will, seine eigene Wegfolge.
Das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber allerhin meiner Meinung nach wahre Größe bewiesen. Schnell, mach doch schneller, sonst geht das Theaterstück noch ohne uns los. Ihr kommt schon rechtzeitig. Das Theaterchef holen wir auch bei Gegenwindei. Mit meiner gerade vollendeten Neo-Hildegard. So ein Quatsch! Das Theaterchef ist doch ach nein, Onkel. Papa. Nicht Onkel Sid, anscheinend adoptiert war er. Eiko, wie hast du mich gerade genannt? Sie sieht in uns also endlich ihr Eltern. Mama, Papa dummeln euch doch endlich! Sag das bitte noch einmal. Sieht wohl so aus, als wäre Eiko adoptiert worden von ihnen. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich machen soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Vielleicht muss ich die Antwort auf die Frage ganz für mich allein rausfinden. Wart, Beatrix! Wo willst denn du hier? Bitte stell mir doch keine Frage. Das habe ich ja nicht vorgehabt. Aber es ist doch nur, dass ich dich kein zweites Mal verlieren will, Mädel. Ach, Steiner. Lass uns Zeit an Zeit der Königin dienen, Beatrix. Ich schätze mich glücklich, so Freunde gehabt zu haben. Ich wünschte, unser Abenteuer wird weitergehen. Aber die Zeit vom Abschied, die kommt immer irgendwann einmal. Lagerbesprechung, nur mit Ruby statt Zidane. Noch wenige Minuten bis zur Landung. Alexandria, verdammt lang her. Auf das es eine feine Vorstellung wird und so. Ob de Vorstellung. Oft Vorstellung sie fix. Ich danke euch alle. Leben wohl. Meine Erinnerungen werden am Firmament weiterleben. Das war dann wohl auch wirklich Vivi, der dann auch seine Produktionsdauer überschritten hat. Und höchstwahrscheinlich auch stehen geblieben ist. Aber was es mit seinen Söhnen da auf sich hat, weiß man leider nicht. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen. Ach, ich freue mich so sehr. Endlich wieder alles sehen zu können. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nie wieder. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lache umwandeln. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die Wahrheit und Erzählen entführt sind bereits längst vergangene Tage, als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird. Beschließt sie, das Schloss zu verlassen, doch ihren Papa, König Lea, bringt sie wieder zurück. So schmieden Markus und Cornelia den Plan, aus dem Königreich zu fliehen. Doch vor dem Anfang erlauben sie mir noch, wie man Hinweis an alle Versammelte, unser Stickel wird zu berühren. Bitte also die Tasche, die ich parat halte. Markus! Entschuldigung, das muss einfach so sein. Ich hab dich so vermisst, ohne irgendwas, keine Ahnung, Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher Mann von niedrigem Geblüt. Bitte nenn mich von nun an nie wieder Prinzessin. Oh Markus, kannst du denn jemandem mich, eine Prinzessin, wirklich lieben? Entschuldigung, ich musste so ein bisschen mitbringen. Bitte sag, dass du es bist, dass du es kannst, Markus. Es ist die Prinzessin, die du willst, so kann ich dir nur eine Fassade, eine Puppe anbieten. Aber lacht eine Puppe, weint eine Puppe. Ich hab ihr lacht, ich hab ihr weint, doch mehr verlange ich vom Leben nicht. Ich möchte keine Fassade von mir hertragen müssen, ich möchte kein Puppekopf sein. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, deine Wünsche. Ich bin dann bereit, die Robe vom Blaublut abzulegen und dich in meinem Umhang der Liebe zu hüllen.
Niemals! Entschuldigung. Lass mich die Taub sein, die in deinem Käfig Ruhe und Friede bringt. Lass uns gleich das erste Schiff morgen früh nehmen. Ja, wo es immer hinfahren mag, Hauptsache wir sind vereint. Ja, Präger oder Sturm, wir halten Summer. Warum darf auf dieser Welt eine Liebe wie unsere nicht erblühen? Oh, da könnte ich kotzen. Warum soll ich es einem verwehrt sein, sein Lebensglück zu finden? Das ist dann so ganz schlecht mit ein bisschen Hochdeutsch noch dabei. Sorry, das habe ich jetzt, komme ich jetzt leider nicht dazu. Das geht jetzt rasend schnell mit der Texte. Darach, bist du Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was ist mit Markus? Ach, eigentlich nix. Ach Gott. Uah. Noch schnell die Alte abgestochen oder was? Freundlich? Wo ist sie dann? Wo ist meine Tochter Cornelia? Lenk, weißt du, wo Cornelia steckt? Kein Grund zur Sorge, Majestät. Ich sagte, für das Cornelia und Prinz Schneider getraut wären. Aber Cornelia ist vielleicht schon über alle Berge. Ah, da hast du noch niedergeknüppelt und abgestochen. Hast du jetzt auf Flucht vor allem verblenkt? Was? Wenn, dann hat ja wohl der Markus sowas geschafft. Und du hast ihn in der Gange. Ihn, dein Freund. Und du erwartest von mir, dass ich dir vertraue? Warte mal, aber ich hab... Gut, der wird abgeschnetzelt. Nur so handelt, um zwischen zwei Ländern Friede zu machen. Der Verräter ist tot. Ich drauf geschieden, recht? Wir beide finden wir sofort raus, wo Cornelia ist. Kümmern uns darum, wird erledigt. Wie kannst du das deinem Papa nur antun, Conny? Boah, das geht richtig auf die Stimmbänder mal wieder. Aber wir sind eh kurz vor letzter Filmsequenz. Insofern, die Episode geht halt einfach etwas länger. Vereinbart Stunde ist schon längst vorüber. Aber von Cornelia fehlt hier die Spur. Jedenfalls sollten wir bald aufbrechen. Schiffe steigen ins beide Länder Friede, bla bla, Blenke. Was mit dem machen, Markus? Ich versuche Hochdeutsch zu sprechen, verstehst? Sie hat gesagt, ihr Leben hat keinen Sinn mehr ohne mich. Die Sonne ist aufgegangen, aber auf uns hat sie ihr Strahlen nie runtergesenkt. Ist dann verwehrt, die Taube die Flügel auszubreiten, um unbekümmert fortzufliegen. Ich kann jetzt nicht länger warten. Ist die Segel! War ich in der Gange? Aber Entschuldigung, so klingen für mich Bayern, wenn sie versuchen, zwanghaft Hochdeutsch zu retten. Nee, die Conny, die doch niemals... Ich vertrau dir. Denn unser Liebe währt natürlich für immer. Und habe ich dir das Segel von der Sonne, so wende ich mich an die zwei Monde. Monde, vernehmt und erhört mein Flehe, lasst mich doch bei ihr sei. Tada! An meiner geliebte Lilly. Jetzt ist sie dann für Steiner offensichtlich gut genug, dass er sie durchlässt. Der Staatsschatz von Alexandria. Nicht so wichtig.
Und Tode mit Enz. Ja, hast du überleben können? Weil du meinem Herzen warst. Du hast mir die Kraft gegeben. Die Kraft wieder heimzufinden. Und es war dein Lied, was mich zu dir zurückfinden ließ. Und mit dem Lied Memories of Life, im Hauptthema von Final Fantasy IX, lassen wir das Spiel jetzt einfach mal in Ruhe ausklingen. Ich weiß, das ist heute lange Episode gewesen. Das geht jetzt auf die 3/4 Stunde zu, auf die 45 Minuten. Aber damit würde ich es einfach ausklingen lassen. Ich lasse das Lied jetzt laufen. Und danach gebe ich noch einen kleinen Kommentar ab. Jetzt kommt es auf die paar Minuten mehr Anime an. Bis gleich. Was it fair?
So, und dann melde ich mich auch nochmal zu Wort. Ja, nachdem wir jetzt nochmal Melodies of Life gehört haben, was ich persönlich ein wunderschönes Hauptlied für Final Fantasy IX finde. Ach ja, mein mein Resümee ist entsprechend, denke ich, ziemlich klar. Ich habe das ja schon bei der ersten Episode gesagt. Das Spiel zählt zu meiner absoluten Lieblingsspieler. Es ist neben Terranigma, The Last of Us und auch Final Fantasy VII das Lieblingsspiel von mir. Und es ist einfach wie ein wunderschönes Märchen. Das kann ich nur noch wiederholen. Das ganze Spiel ist einfach nur wie ein wunderschönes Märchen. Es ist a Back to the Roots für jeden alten Final Fantasy Spieler, der noch Final Fantasy 1 bis 6 gespielt hat. Wird hier sehr viele Anlehnungen finden. Und auch die Klassensysteme, dass man einen Dieb spielt, einen Ritter, einen Schwarzmagier, Weißmagier etc. pp. Es sind einfach so viele wunderschöne alte Elemente dabei. Und es war meiner Meinung nach der absolut perfekte Abschluss für die PlayStation 1. Für PlayStation 1 kam mir damals Final Fantasy 6, 7, 8 und 9 raus. Ab Final Fantasy 10 ging es dann auf der PlayStation 2 weiter. Und Final Fantasy 9 ist meiner Meinung nach eines von der geilsten Konsole-Abschiedsspiele ever, neben Terranigma, was so mehr oder weniger das letzte JRPG auf dem Super Nintendo war und dort damit so eine Art Abschlussspiel war, wo man immer alles rausgeholt hat, was möglich war. Trophäe erhalten in Kupfer, Ende gut. Alles gut. Und dazu diese klassische Final Fantasy Musik. Oh Gott, da kommt's mal daneben doch ein Tränchen doch wieder raus. Das ist einfach herrlich. Das ganze Spiel ist eine einzig die wunderschöne Reise, wo der Weg definitiv das Ziel ist. Es gefällt mir sehr gut, die Charakterentwicklung. Die Charaktere anfangs doch noch etwas stereotypisch gezeichnet, werden dann immer reifer und erwachsener und kriegen ja ganz eigene Persönlichkeit. Und es kombiniert so viel Wunderbares. Zwar nicht besonders viel Grafik, wobei ich sagen muss, das ist aus heutiger Sicht. Aus damaliger Sicht hat es alles aus der Grafik rausgeholt, was überhaupt auch nur ansatzweise möglich war bei der Konsole. Deswegen kann man dieses Argument meiner Meinung nach nicht bringen, dass da wenig Grafik ist. Also man hat durch die damaligen Verhältnisse alles gegeben, hat es wunderschön in Szene gesetzt und nicht nur Grafik, sondern auch Story. Das ist eher etwas, was ich an den alten Spielen unglaublich schätze, die Story. Viel zu viele moderne Spiele haben leider nicht mehr allzu viel oder gar tiefe Story, wie das zum Beispiel der Terranigma oder hier auch Final Fantasy 9 drauf hat. Ja, ihr liebe Leute, ihr habt vielleicht von Gothic gehört, also ja, genau, nicht von Gothic eures Vertrauens, sondern von dem Spiel Let's Play Gothic 2 auf Pelzig bei mir. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass es folgendermaßen ablaufen wird. Morgen kommt der Nachfolger und das wird Illusion of Time auf Pelzig. Und übermorgen kommt dann der Nachfolger zu Gothic 2, das wird Let's Play Journey auf Pelzig sein. Da ich meine Masterarbeit demnächst schreiben werde und beginnen werde, muss das Hobby Let's Play leider etwas zurückstecken. Das heißt, pro Tag gibt es nur eine Veröffentlichung und Illusion of Time und Journey werden sich täglich abwechseln, dass ich 2 Projekte habe, aber pro Tag eine Veröffentlichung. Ihr könnt gerne reinschauen, wenn ihr wollt, es wird mich sehr freuen. Gebt einen Kommentar, gebt ein Abo, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat und erzählt doch einfach mal mir, was euer Lieblingsspiele so sind und waren und wie ihr Final Fantasy 9 findet. Das war heute eine sehr lange Episode, deswegen mache ich es jetzt zum Schluss kurz. Ich danke euch alle, dass ihr diesen wunderschönen Weg mit mir gegangen seid und endlich meine Lieblingsspieler mit mir zusammen durchgeguckt habt. Also macht's gut und bis morgen wieder. Ich danke jedem für alles, für jeden Kommentar. Vor allem RealTech93, vielen lieben Dank für die ganze Hilfe, für die schönen Kommentare. Und an alle, die es zugeguckt haben und die das Let's Play geliebt haben, lasse ich ein Dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder zum neuen Projekt, wenn ihr wollt. Ayan Yankee.